Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft mit einem Schweizer. Wir sind in dieser komischen Quest stecken geblieben und zwar besorgt Zelendars Kopf von Zelendar, dem Ausgestoßenen. Und ich würde sagen, wir haben das ja da wunderschön platziert, das wird sich irgendwo da drinnen befinden. Und darum machen wir uns doch direkt mal auf den Weg. Das Einzige, was ich natürlich noch machen würde, ist, wir haben in der letzten Folge so eine coole Armschiene bekommen, die ich noch ganz kurz anlegen. So, dann schauen wir, dass wir uns da mal den Weg freikämpfen von diesen... Sind das eigentlich infizierte Troll oder einfach untoter Moschkinder? Ah, da kommt schon der erste. Da kommt schon der erste Löli um die Kurve herum und will uns nerven. Dann tun wir den aber da auch gerade mal noch mit ins Spiel reinziehen, weil dann müssen wir sowieso noch von der Bildfläche fegen. Nice, und dann haben wir schon mal unser Level Up, Level Stufe 44. Wir haben eine neue Fähigkeit freigeschaltet, Seelenwanderer. Die muss ich mir nachher mal genauer anschauen. Das andere, was ich bis jetzt halt noch nicht gemacht habe, ist der Bartender installiert, dass ich meine Aktionsleiste ein bisschen anders gestalten kann. Jetzt muss ich da gerade mal schauen. Wir gehen noch ein Büchlein rein. Was haben wir bekommen? Seelenwanderer. Ah, das ist eine passive Fähigkeit. Erhöht euer maximales Fokus wie dem eures Tiers um 20. Ah, jetzt haben wir anstatt 100, haben wir jetzt 120 Fokus. Bedeutungsweise, wir können jetzt mehr Fähigkeiten auswirken, ohne dass wir eine Pause einstecken müssen. So. Dann ist der gerade momentan drinnen komplett gefangen. Der Zombie, der Mondschinner, das sind in dem Fall wirklich auch infizierte, blöd gesagt. So, dann räumen wir den auch noch ganz kurz aus dem Weg. Da drinnen sollte sich dann nämlich unser Opfer befinden. Unser Drachenfalk ist natürlich in dieser Zeit auch gerade gestorben, weil ich ihn komplett außer Acht gelassen habe. Ihn aufzuheilen, weil die machen noch ziemlich guten Schaden, die Manöckeli. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Irgendwo da drinnen sollte er sich befinden. Ah, da haben wir schon den nächsten, wo... So, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen darauf achten, dass ich mir da mit meinem Drachenfalk die ganze Zeit sterben lasse. Das passiert nicht nur einmal, sondern nicht bei dir. So, voilà, da haben wir gerade ein bisschen Silber erhalten. Und da unten sollte sich auch schon der Boss befinden. Da hat er aber noch eine Wache. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen mal den Wache schnell... da ein bisschen aufzulocken, in der Hoffnung, dass er das da hinten nicht so ganz checkt. Sieht aber ganz... Ja, kann ja ein Ziel, was ist los? Ei. So, das sieht schon ziemlich gut aus. Da unten befindet sich aber hoffentlich jetzt gerade kein anderer mehr. Nein, das sieht ziemlich gut aus. Dann stellen wir uns gegen das komische Viech da vorne. Zahl der Ausgestoßene. Ich würde sagen, let's go. Jetzt müssen wir da aber direkt mal noch eine Falle legen. Nein, es hat gut funktioniert. Ist nämlich verlangsamter unterwegs. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass unsere Drachenfalken nicht allzu sehr Schaden nehmen, weil wenn die sterben, ist die ganze Geschichte auch vorbei. Ah. Voilà. Dann machen wir da auf Jäger-Style einmal hin und her. Dann sollten wir den Löli eigentlich gut aus dem Weg können räumen. Come on. Ja, das sieht ganz einwandfrei aus. Da muss ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Wir sind ziemlich gut stark unterwegs da. Da haben wir am Zelendars Kopf schon eingesammelt. Das heisst für uns, wir machen uns ganz langsam auf den Weg zurück zu dem kleinen Türmli, wo wir die 2 Quests haben und hoffen, dass wir dort gerade mal noch die nächsten erhalten. Es wäre nämlich ziemlich schade, wenn wir jetzt schon wieder anfangen umsuchen, wo die nächsten wären. Und das andere ist auch in der letzten Folge mehrere... Ah, du holst mich gerade am Reittier ab, wenn ich hure Saftsäck. So, das sieht nämlich schon ziemlich gut aus. So. Mal unsere Drachenfalken natürlich wieder heilen. So schleidet die natürlich gottsjämmerlich unter diesen komischen Untoten. Gut, für mich sieht das einfach nicht wie Untote aus. Für mich sehen die auch aus wie so normale Troll, wenn wir das so im Ganzen anschauen. Gut, sie haben Verband ein bisschen rundum und so, aber nicht wirklich speziell. So. Dann machen wir das auf dem Weg gerade mal weiter zurück zu dem Türmli. Jetzt hoffen wir, dass uns dann gerade wieder jemand vom Reiter oben abholt. Jetzt können wir gerade mal schauen. Sonst haben wir eigentlich, glaube ich, nichts weiteres erhalten, was uns eigentlich nützlich macht. Nützlich sein. So, jetzt muss ich aber schauen. Ah, falsche Richtung. Da hinten haben wir ja Fionas Karawanwagen. Das würde mich dann sowieso noch interessieren, was das da eigentlich im Ganzen darstellen. So. Jetzt sind wir wieder unterwegs zurück zum Türmli. Mit 2 Quests, die wir halt leider nur erhalten haben. Da hinten haben wir ja dem kleinen Mädchen geholfen, ihr Püppeli wieder zusammensetzen und zurückzuholen. Oh, wir müssen schnell anders anhöckeln, sonst tut mein Viertel gerade wieder einschläfeln. So.
Was haben wir denn da? Bis jetzt haben wir Seidenstoff und Magerstoff, die wir gut erhalten in dieser Welt. Das ist natürlich dann ziemlich cool noch für unser Aktionshaus. Und jetzt habe ich mich natürlich dann noch dürfen, so am Rande dürfen anmelden beim Arzt gerade vorher. Ich muss Pipi-Probe abgeben, 6 Monate lang. Das ist noch eine lustige Geschichte, ich habe meinen Führerausweis abgeben, aber das ist jetzt schon 2-3 Jahre her. Ich war früher ein Lastwagenchauffeur. Ich bin zu Fuß unterwegs, als er mir weggenommen worden ist. Das ist noch eine ziemlich lustige Geschichte. Und haben wir es dann finanziell nicht mehr können leisten, den Ausweis zurückholen. Durch das habe ich also nachdem ich auf der Straße eigentlich unterwegs war, einen Kollegen abholen vom Ausgang, der war total betrunken, ich beim Schlafen, war irgendwie 7 Uhr morgens. Und am Schluss haben die mir dann den Ausweis vor Ort abgezogen, weil er hat irgendwie auf den Strassenrand rausgekützelt. Dann ist dann gerade mal die Polizei auftaucht. Bringt Josef Jacklingen zum Chromie. Okay, alles klar, dann haben wir gerade die nächste... Hä? Ah, das ist dann einfach eins weiter oben. Dann haben die mir vor Ort gerade den Ausweis entzogen, ich habe mir so Haarprobe abgegeben und da ist halt ganz eine kleine minime Spur gefunden worden, aber da bin ich noch jung gewesen, da hat man gerne mal im Ausgang vielleicht mal eins geräuchelt oder sonst irgendetwas allgemein gemacht. Ist mir vor Ort den Ausweis entzogen worden, leider habe ich dann durch das auch meinen Job verloren und das gar nicht mehr finanzieren, weil es ist sau teuer, überhaupt einen Ausweis zurückholen. Oh, Kisteli. Kann ich das nicht aufmachen? Wieso kann ich dich nicht aufmachen? Wollt nicht, okay. Dann lassen wir dich mal noch so stehen, ziemlich schade. Aber wo muss ich denn die Quest abgeben? Ist das denn vorne unten? Aber warte, wenn wir schon gerade da sind, kann ich ja gerade mal noch ein paar Sachen verkaufen. Material geben, das kommt weg, das kommt weg. Zack, zack, dich können wir noch verkaufen, dich brauchen wir nicht. Behalte jetzt einfach mal gerade noch, man weiss ja nie. Das ist ein Questgegenstand, den müssen wir behalten. Den können wir leider nicht verkaufen. Jetzt habe ich gerade vorher immer so schön den Fallschirm aufgemacht, aber wo ist denn der Quest-Abnehmer? Der sollte sich ja eigentlich da unten befinden. Okay, schauen wir uns das Ganze in dem Fall einfach mal von unten wieder an. Gehen wir mal den ganz kurzen Weg abwärts wieder. Und schauen uns das an. Ja, und jetzt habe ich dann gerade heute angerufen, weil ich es mir halt finanziell wieder leisten kann. Muss ich jetzt 6 Monate lang eine Pipi-Probe abgeben. Dann würde ich meinen Lastwagenführerausweis dann wieder zurückbekommen, wenn 6 Monate lang alles okay ist. Dann muss ich noch Haarprobe zahlen, dann muss ich noch zu einem Psychologen und muss dann noch zahlen. Und das Ganze kostet mich einfach etwa nochmal 10'000 Franken. Ist ein ziemlich hoher Betrag an dieser Stelle. Aber ja, es lohnt sich halt schon, weil dann kann ich wiederum auf meinen alten Beruf zurückkehren und ein bisschen weiter dort dann wieder arbeiten. Und da sage ich natürlich nicht nein. Da schlänzt sich gerade wieder ein paar neue Quests für uns auf. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Bringt den Schädel von Horgus, das Zentrum des Schwert von Marduk, zu Chromie am Turm der Kronenwache in der östlichen Pestländer. Also langsam sind wir wirklich in der guten Questreihe reingekommen von den östlichen Pestländern. Da sage ich natürlich auch nicht nein. Erhaltet ihr weiteren Annalen vom Daroheim von Caroline Rotpfad sowie Davils Buchband und Rotpfands Schild in Maris Siedlung. Alles mega komische Sprache bis jetzt, also wirklich viel habe ich nicht verstanden. Bringt 5 widerhallende Schädel zu Chromie am Turm der Kronenwache in den östlichen Pestländern. Okay, dann müssen wir irgendwelche 5 Schädel noch einsammeln. Szenarische Hartnäckigkeit. Sprecht mit Reihen nahe des Eingangs zum Flusstal. Die andere kleine Geschichte wollte ich jetzt einfach erzählen, weil mir ein bisschen auf der Seele gelegen ist. Ich finde sowieso unter aller Sau, dass man mir einfach die Ausweise blöd einfach so knallhart weggenommen hat. Erweitern Anal von Daroheim. Davils Buchband, Rotpfand. Das heisst, wenn wir irgendwie ein paar Sachen hier zusammensammeln. Erweiterter Annalen. Also für mich ist Anal etwas Mündliches. Was kann ich für euch tun? Das wäre gerade mit dem. Ich rede jetzt mal mit dem. Gut, das haben wir bekommen. Man sieht sich. Von dir kommen wir nicht über, dann müssen wir aber da noch Davils Buchband. Ich kann es einfach erzählen, weil es mir ein bisschen auf der Seele gelegen ist. Durch das, dass da, ganz ehrlich, ich habe es einfach unter aller Sau gefunden, dass ich zu Fuß unterwegs hol, der Kollege ab, weil er so zu war. Und nur weil ich meinen Autoschlüssel bei mir hatte, hat man mir vor Ort den Ausweis einfach entzogen, weil ich auf Verdacht, dass ich auch etwas konsumiert habe. Und ich war stocknüchtern gewesen. Also, dass ich Alkohol könnte in Masse konsumiert habe, sonst irgendetwas. Und ich habe dann erklärt, hey, Leute, ich habe gar nichts konsumiert. Mein Kollege hat mir angerufen, er hat nicht mehr gerade ausgesehen. Und ich habe gefunden, ich bin nicht so lieb und komme ihn abholen. Das war irgendwie Samstagmorgen. Gut, ist ja verständlich auf eine gewisse Art und Weise. Dass die anderen Sachen bekommen wir dann nicht da, die kommen wir dann da vorne rüber. Jetzt habe ich gedacht, ich suche da noch ein bisschen rum. Aber in dem Moment sagt man immer wieder, Lappi, mach doch die Augen auf, dann würde es nämlich auch besser kommen. Da unten haben wir Schädel von Horgus und zertrümmertes Schwert von Marduk. Ich würde sagen, wir kümmern uns sonst gerade mal zuerst um die Quest. Die tun nämlich ein bisschen interessant. Da können wir ein paar irgendetwas wegschlachten, das klingt immer gut. Das müsste da vorne sein, das wird mir auch schon eingezeichnet. Naja, und darum, es ist mir jetzt ein bisschen auf der Seele gelegen, weil jetzt mache ich das Ganze irgendwie 2-3 Jahre später. Muss ich dann das Ganze machen. Trotzdem habe ich, glaube ich, 5-mal Pipi-Probe abgegeben. Und es war alles immer negativ gewesen. Das kann ich sogar beweisen mit der Datei. Aber im 6. Monat habe ich es mir halt wirklich dann nicht mehr leisten können. Ja, aber was wollte ich machen? So ist halt der Staat. Die haben recht, du kannst im Moment gar nichts machen. So, da sind irgendwelche Viecher aufgestanden. Aber wo finde ich jetzt den Schädel? Der Schädel ist dann oben. Ihr schickt mich da wieder komplett umeinander. Ui. Nicht so ganz fair da. Wie der steht. Nein, also wirklich. Nein, einfach, dass ich das mal so am Runde gesagt habe. Aber eben,
ist mir ein bisschen auf der Seele gelegen und darum habe ich gedacht, ich spreche das einmal ganz kurz aus. So, fertig mit dem Thema, denn wir sind jetzt unterwegs, um den Schädel von Horgus zu sammeln. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich jetzt da ein bisschen so etwas plaudern habe, aber eben, sonst kann ich ja mit niemandem grossartig über meine Probleme momentan reden, weil irgendwie alle immer müssen über ihre Probleme reden, anstatt mir mal zuhören. Und ich bin halt eher der liebe Manöckel, der immer versucht zu helfen, anstatt dass mir geholfen wird. Daher, wenn ihr wisst, was bei mir in meiner Welt alles schon passiert ist, ui, dann würdet ihr den Staat mal von einer anderen Sicht sehen, das glauben die mir gar nicht, was die mit mir angestellt haben, weil eben, ich glaube, die haben immer so ein bisschen im Kopf so, das ist ein kleiner Manöckel, der kann ja eh nichts machen, was will der schon machen, selbst mit einem Anwalt, die würden, weißt du, das ist so völlig, ja. Naja, was soll's. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da vorne sollte auch schon mal die szenarische Hartnäckigkeit sein. Jawohl, da hinten ist er schon. Auch irgendein Gespenst in der Welt. Sind wir viel mit Gespenstchen am Reden? Ah nein, gar nicht. Das ist einfach ein unsichtbarer Nachtelf gewesen. Szenarische Hartnäckigkeit. Quest beenden und da ist direkt nochmal eine neue für uns. Erhalte Kontrollrunen von den dunklen Kultisten und Schattenmagiern und benutze das überladende Partikel, um 3 solchen Verarbeiter zu zerstören. Wir haben da irgendeinen Gegenstand erhalten und da gibt es schon gerade nochmal eine Quest dazu, das sage ich natürlich auch nicht. Nein. Da können wir sogar 2 gute Sachen über einmal eine Schulter und einmal etwas für den Rücken. Der Rücken würde uns eine Beweglichkeit und eine Ausdauer mehr geben. Und die Schulterkette würde uns mehr geben, aber die Vielseitigkeit würde runtergehen. Also am Schluss würde ich mich wahrscheinlich dann für den Umhang entscheiden. So, dann geben wir die Quest ab. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was ich machen muss. Ei. Pflanztränen Samenkörner in den Zentralen der 3 Zigurats im Fungestal. Also blöd gesagt, wir müssen uns wirklich in dem Fall da drauf kämpfen. Das sieht ganz danach aus. Die da hat nichts mit euch zu tun, gehe ich jetzt mal davon aus, mit der Champion von der Geiseln, sondern wird wahrscheinlich dann auch mehr oben stattfinden. Ja, das wird jetzt alles da oben stattfinden, aber dann nehme ich trotzdem aus dem Weg, weil dann würde er sonst im Weg kommen und hätte das sowieso dann die ganze Zeit verfolgt. Und wären wir so gegen den Strich gegangen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Von dem können wir aber irgendeinen Schädel über, habe ich jetzt gerade gesehen. Questgegenstand, Stiriker Schädel. Ab und zu bin ich halt schon ein bisschen verwirrt. Das verwandle ich dann... Hä? Pflanztränen und Samen? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da haben wir noch irgendein Buch. Über einen stinkenden Schädel wendeln, um diesen Widerhall zu testen. Alles klar, okay. Das heisst, wir müssen trotzdem ein paar von denen vernichten. Ich würde sagen, wir machen da einfach auf dem Weg. Nehmen wir ein paar von diesen Skeletten auseinander. Dann wird das ziemlich gut kommen mit diesen Lölis. Dann können wir noch den nächsten Schädel. Jetzt könnte ich das wieder einsetzen. Und wenn wir dann den richtigen Teil gefunden haben, den wir brauchen, können wir das dann in das Bett hier über. Alles klar? Dann habe ich die Quest in dem Fall doch auch noch verstanden. Ab und zu bin ich halt wirklich nicht so ganz bei der Sache, wenn es um Quests geht. Aber meistens schaue ich es mir dann immer vor Ort, weil das in der Quest in der Stadt sagt man meistens nicht viel, außer der Stadt, hey, töte die und die. Die anderen Sachen sagen mir eigentlich im Großen und Ganzen nicht so viel. So, dann müssen wir unsere Drachenfalken drauf heilen, weil die machen ziemlich guten Schaden. Das sind in dem Fall die 3 Zigurats, bei denen wir die Psychenverarbeiter absetzen. Das heisst, wir räumen hier eigentlich einmal komplett auf und schauen, dass wir unter die Zigurats kommen. So, jetzt haben wir gerade wieder 2 Schädel gesammelt, jetzt setzen wir das wieder ein. Nice, da kommen wir gut vorwärts. Die bringen mir momentan gar nichts, die Dinger. Ich glaube, ich muss eher auf die Champion, die Skelettdinger gehen. Und wir müssen dann eh mehr in die Mitte rein. Nice, das kommt ziemlich gut, das sieht gut aus. Es wundert mich gerade, ob wir von denen auch einen Schädel bekommen, aber ich glaube es eher weniger. Ich glaube eher, dass wir die von den Skeletten bekommen. Aber das finde ich noch cool, dass wir hier jetzt mal wieder mal eine grössere Questreihe bekommen haben, wo wir da mal ein bisschen mehr die Sachen ausrotten. So, haben wir gar keinen Schädel mehr halten. Jetzt müssen wir sowieso schauen, dass wir da unter die Zigurats kommen. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir gerade den schnell da auseinandernehmen. Dann haben wir da nämlich freie Bahn. Nice, come on. Aber was haltet ihr davon mit dieser Ausweissache, die ich euch erzählt habe? Also wenn ihr etwas dazu zu sagen hättet oder ihr auch mal den Ausweis verloren habt oder wirklich unzufrieden seid mit dem, was passiert ist, also etwas unfair gefunden habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, es würde mich redlich interessieren, was ihr davon haltet. Oder ob ich da jetzt einfach völlig überreagiere, weil ich vorher ein blödes Telefonat wieder miteinander verführen. Weil das ist auch so, ich muss dann die ganze Zeit anrennen. So, come on.
muss in dem Fall wirklich schauen, dass ich genau unter dieser Ziggurat stehe. Die bewegt sich nämlich da noch umeinander. Ah, jetzt greifen mich gerade wieder 3 oder 2 aufs Mal an. Nein, der Tino greift mir auch gerade mal noch einen an. Dann verlieren wir einen von denen ein. Ich tue betäuben schnell. Dass wir uns mal schnell um einen allein kümmern. Ich habe böse Schaden über. Das muss ich schnell ausheilen. Ich hoffe, das lange jetzt gerade noch. Kein Ziel. So, gerade wieder Heilung drauf rühren. Nice, nice. Das kommt gut, das kommt gut. Also ich verstehe damit, dass wir die dann machen müssen, weil es steht das unten dran, solchen Verbreiter zerstört. Ich brauche ein Ziel. Oder muss ich die einfach so vom Himmel schiessen? Das ist eine andere Frage. Also ich würde sagen, ich stehe jetzt einfach mal da unten an und versuche das nochmal. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Also angreifen kann ich es nicht. Aber das mit den Ziggurat sieht für mich eher aus, als müsste ich das da drinnen machen. Ah, Mann! Was bin ich wieder für ein Noob? Ich muss die da brauchen. Ich habe den falschen Gegenstand benutzt. Oh mein Gott. Noob hoch 10, 3 Stück von denen müssen wir einfach zerstören. Das hat nichts mit den Ziggurat selber zu, sondern da müssen wir dann reingehen. Ich würde sagen, dann tun wir da sonst gerade mal den Weg freiräumen, bevor da wieder zurück ein paar von denen spawnen. Ich habe kein Ziel. Komm, versuchen wir sonst gerade mal die erste Ziggurat da fertig auszumachen. Da drinnen wartet auch noch irgendein Gespenst auf uns. Ich würde sagen, wir versuchen die gerade mal schnell ein bisschen zu lähmen. Also das habe ich aber auch noch nicht ganz gewusst. Das heisst, ich muss immer im Sichtfeld sein, damit ich überhaupt Fähigkeiten von meiner Drachenfolge kann aktivieren kann. Falscher Knopf. Komm on, stirb. Etwas anvisieren. So, in dem Fall muss ich genau da drauf stehen, wie es aussieht, dass ich das überhaupt einsetzen kann. Reihe an Saat gepflanzt. Nice, dann haben wir auch schon mal eins erledigt. Wir haben da wirklich mehrere Quests aufs Mal. Das finde ich natürlich ziemlich gut. Da haben wir einfach viele Quests offen, die ich eigentlich gerne mal ausblenden würde. Weil sonst haben wir da wirklich langsam alles voll. Weil die haben ja nichts mit dem da zu tun. Dann haben wir da nämlich auch mal ein bisschen bessere Übersicht. Was wir da genau zu tun haben. So, die Quest hat nichts mit dieser Welt zu tun. Nein, gar nicht. Okay, dann tun wir die einmal noch ganz kurz ausblenden. Sonst müssen wir dann die mal abbrechen, wenn die sowieso uns nichts wirklich bringen. So, dann machen wir uns auf den Weg zu der nächsten Ziggurat. In dieser Zeit können wir dann schauen, dass wir noch ein paar von diesen Schädeln bekommen. Ich kann gerade schauen, ich habe ja noch mal ein paar bekommen. Dann haben wir schon mal 3 von 5. Nice! Come on! Ah, da greift mich gerade noch mal einen an. Wenn wir dich eingefrieren, dass du mir nicht so gegen den Seppel gehst. Come on! Dass der mich noch betäuben kann. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Nice, und dann haben wir hier noch einen eingefroren, bevor uns nicht gegen das abgeht. Fangen wir lieber zuerst angreifen. Aber die sind noch lange in der Falle rein. Das finde ich natürlich ziemlich nützlich. Das heisst, für mich muss ich wirklich mal schauen, dass ich das auch mehr einsetze. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice, haben wir denn da? 4 von 5 haben wir jetzt, alles klar. Ich glaube, wir sind schon mal gut dran. Ne? Mal schauen, dass wir gerade da die nächste Person auseinandernehmen. Also das nächste Sämli pflanzen. Dass da gemütlich ein Baum daraus wächst. Damit wir auch hier wieder ein bisschen Leben in die Welt bringen. Damit nicht die Bäume alle so abfaulen. Das wäre jetzt der da, genau. Nice, das sieht schon ziemlich gut aus. So, fehlen uns jetzt einfach immer noch von denen. Warte, da sind wir gerade mal in der Nähe. Ich versuche das gerade mal. Und dann ab in die nächste Ziggurat rein. Weil da sieht nämlich alles frei aus. Dann müssen wir schauen, dass wir uns schneller bewegen, bevor die Mobs wieder spawnen. Gut, das wäre jetzt da drin. Dann schauen wir, dass wir die noch erledigen. Haben wir da gerade oberhalb noch so einen. Komm, dann kümmere ich mich um die da. Die Drachenfolge sind noch gut
gut beleidigt hier. Dann haben wir die Quest nämlich auch schon abgeschlossen. Da fehlt uns ja auch nur noch einer von 4 und dann tun wir da drinnen noch einen Samen pflanzen. Dann sollten wir ziemlich gut vorwärts kommen mit der Quest. Dann wir nochmal einen Schädel halten, dann hoffen wir, dass es lange für 5. Nein, das lange leider nicht. Okay, alles klar. Dann lasse ich da meine Drachenfalken das mal machen, dann können wir da mal unser Sämli pflanzen. Alles sehen wir auch gerade. Wow, wunderschön. Wie da fangen jetzt Blümchen wachsen und alles. Mega. Gefällt mir schon einiges besser als da der Glibber, der da umeinander ist. Kann ich dich nicht bieten? Wo bist du jetzt? Hä? Ah, doch da. Alles klar, den Seidenstoff habe ich mir nicht gehen lassen. Jetzt sehen wir da schön mit Blümchen. Oh, gut, jetzt verschwindet es wieder. Geht's noch? Wachset! Wachset! Na ja, egal. Alles klar. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein Quest, und zwar die Schädel. Wo wir dingseln. Dann würde ich jetzt dann nicht mal aufs Reiter rauf, sondern schauen, dass wir da direkt einmal laufen versuchen, wieder da rauszukommen. Und unterwegs noch ein paar von diesen Skeletten auseinandernehmen. Ja. Nice, langsam. Jawohl, alles klar, das haben wir direkt einmal geschafft, erledigen. Dann bleibt das eigentlich nur noch eine Quest, und zwar Davils Bauchband oder Opfats Schild. Aber die schauen wir dann nachher mal an. Wir haben den Questabgeber, ist gerade da unten, jetzt versuche ich da irgendwie über unsere Sachen drüber zu flüchten. Eigentlich hätten wir jetzt wirklich können schon einmal durchabreiten und dann hätten wir sicher einmal noch einen Schädel bekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt, wo die Frau sich gerade versteckt. Die versteckt sich ja dort komplett unsichtbar. Die liebe Druidin. Komm um den Pilz rum. Hoffentlich, dass er uns da nicht sieht. Nice, das funktioniert ja einwandfrei. Oh mein Gott. So, dann geben wir noch ganz kurz die Quests ab. Mal schauen, ob wir gerade nochmal neu bekommen. Ich habe ja gesagt, ich persönlich will mich direkt von den Umhang entscheiden, die wir neu bekommen. Gut, du hast jetzt keine weitere Quests für uns. Alles klar, hast du sonst noch etwas zu erzählen? Seid gegrüßt, Jäger. Bitte bemüht euch nicht, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist spät. Das ist schon viel spät, my Lady. Das hättest du mir früher sagen müssen. Sonst haben wir nichts wirklich gut erhalten, außer jetzt den Umhang, den wir wechseln können. Der sieht jetzt aber schon wieder ein bisschen zerfledert aus mit Gel unten dran. Ja, naja. Momentan müssen wir ja nicht wirklich aufs Aussehen gehen, obwohl mir das eigentlich immer ein bisschen wichtiger ist bei einem Charakter. Ich würde sagen, wir machen uns sonst auf den Weg. Ja, komm. Wisst ihr was? Das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen vollgequatscht habe mit meinem Problem. Aber es würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich danke noch vielmals fürs Einschalten. Sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, der Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke und ciao!